Heute, am 21. Juli, feiern wir den Nationalfeiertag. Wir feiern die Zugehörigkeit zu einer Nation, zu ihren Werten, ihren Bräuchen und ihrer Geschichte. Aber was ist mit uns, den Nachfahren des Herzogtums Limburg, und was ist mit den verschiedenen Teilen des ehemaligen Herzogtums Limburg nach seiner Auflösung? Guten Tag, ich bin Alain Brose und heiße Sie herzlich willkommen auf Doc von Limburg. Zunächst einmal muss man feststellen, dass es im Ancien Regime keinen Nationalfeiertag gab. Dies war eine Erfindung der Französischen Revolution, die 1790 den Föderationsfeiertag feierte. 4 Jahre später, wie wir in unserem Video über die Eineburg gesehen haben, wurde unser Herzogtum französisch. Es wurde in das Departement de l'Ourthe integriert. Der Föderationsfeiertag wurde 1793 durch den Tag der Gründung der Republik ersetzt, der bis 1803 an jedem 1. Vendémiaire, also dem 22., 23. oder 24. September, gefeiert wurde. Napoleon ersetzte dieses Fest durch das Fest seiner Krönung am 2. Dezember sowie ein Fest des heiligen Napoleon am 15. August eines jeden Jahres. Während der Restauration, während des Wiener Kongresses zwischen 1814 und 1815 wird unser ehemaliges Herzogtum geteilt. Ein Teil wird niederländisch, der andere preußisch. In diesem Fall wurde ein kleiner Teil von kaum 380 Hektaren weder den Niederlanden noch Preußen zugesprochen, in dem sich die größte Zinkmine Europas befanden, das neutrale Territorium von Moresnet. Doch dazu später mehr. In den Niederlanden gibt es bis 1885 keinen Nationalfeiertag. In der Zwischenzeit wurde dieser Teil des Herzogtums belgisch. Ab 1890 feiert Belgien die Vereidigung von Leopold I. am 21. Juli 1831. Die belgischen Gebiete wurden an die Provinz Lüttich angeschlossen, einschließlich Furon, Töven, Remostal, die ihrerseits erst 1963 an die Provinz Limburg angeschlossen werden. In den preußischen Teilen wird seit 1872 der Sedan-Tag, die Niederlage von Napoleon III. In Sedan, gefeiert. August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Der preußische Teil des Herzogtums wird mobilisiert, der belgische Teil wird besetzt. Belgische Gefangene werden in Gefangenenlager geschickt.
was sehr viel unserer Landsleute das Leben rettet. 1918, nach dem Sieg der Alliierten über die Mittelreiche, wird der 21. Juli in den belgischen und neutralen Gebieten wieder gefeiert. 1924 verhandelten die Deutschen und die belgische Regierung insgeheim über die Rückgabe der Ostkantonen mit Ausnahme von Kelmis an Deutschland. Frankreich, der Garant des Versailler Vertrags, lehnt dies jedoch ab. Vor diesem Datum waren sie der Autorität des königlichen Hochkommissars Hermann Baltja unterstellt, keine Staatsbürger, und während der gesamten 1930er Jahren wurden sie nicht als vollwertige Staatsbürger betrachtet. Die von Deutschland finanzierte Rattachistenbewegung hatten leichtes Spiel. 1940 annektierten die Deutschen die Ostkantone und einige Gemeinden, die zur sogenannten Region Altbelgien gehörte. Als Altbelgien werden die altbelgische Gemeinden bezeichnet, das heißt die deutschsprachigen oder dialektalen Gemeinden, die seit der Unabhängigkeit Belgiens im Jahr 1830 Teil des Landes waren, und nicht die Gemeinden, die 1919 dazu kamen. In diesen neuen Gebieten des Deutschen Reiches gab es keinen Nationalfeiertag im herkömmlichen Sinne. Das Naziregime hatte jedoch mehrere Feiertage geschaffen, die mit seiner Ideologie verbunden waren, wie zum Beispiel den Tag des deutschen Volkes am 1. Mai und den Geburtstag des Führers am 20. April. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ab 1945 kehrte man zur Vorkriegssituation zurück. 1970 gründete Belgien die flämische, die französische und die deutsche Kulturgemeinschaft. 1980 werden die flämische und die französische Gemeinschaft mit erweiterten Kompetenzen voll funktionsfähig. Die deutschsprachige Gemeinschaft folgt 1984 und tritt seit 2017 unter dem Namen Ostbelgien auf. Für 2030 ist die Abschaffung der Provinz und darunter die Provinz Lüttich geplant. Für den deutschsprachigen Teil bedeutet dies eine teilweise Rückkehr zur Situation des Ancien Regime, in der das Herzogtum autonom war. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.